befinden uns jetzt mitten in der Qualifikationsrunde. Die Fans sind wieder zahlreich ins Stadion geströmt und beide Trainer können heute auf ihre Stars setzen. Und deswegen wird es wohl auch, Sebastian, eine packende Partie werden. Ja, das denke ich auch. Ich kann die Fans verstehen, dass sie hier so zahlreich erschienen sind. Also wenn man mal schaut, wer da alles auf dem Platz steht, das wird doch sicherlich ein richtig gutes Fußballspiel in dieser Qualifikationsrunde. Und ich freue mich eben schon drauf auf all die Technik und die Tricks dieser Spieler. Das war aber ganz eng. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Junge. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Wunderbar gesehen. Der Schiedsrichterassistent hebt seine Fahne vollkommen zurecht, wie ich meine. Klares Abseits. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war Abseits. Ja, warum nicht mal mit Gewalt? Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Ja, man kann es doch mal probieren. Und er geht an die Latte. Tor, der Ball ist im Netz und die Gäste sind es, die hier das erste Zeichen setzen. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Da sieht er die Lücke. Ja, Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, das geht schon in Ordnung. Sie haben sich diesen Ausgleichstreffer verdient. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Wie er den noch gehalten hat. So, das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16er. Los, schieß, Junge! Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, das sieht gut aus. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Gute Kopfballtechnik. Oh, da ist er viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel.
Und er schlägt die Flanke. Weltklasse. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Schön weitergeleitet. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Das ist super Abwehrarbeit. So, jetzt geht es erstmal für eine Viertelstunde in die Kabinen. Der Spielstand 2:1. Also das Ergebnis spricht hier natürlich eigentlich eine ganz andere Sprache. Schauen wir mal auf die Chancen, die beide Teams hatten. Also eigentlich hätte das Spiel ja schon längst entschieden sein können. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Und so soll das aussehen. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Super Pass. Und solche Ballverluste können teuer werden. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und jetzt muss er schießen. Und er trifft. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, das wird der Trainer mit ihm üben. Riesenmöglichkeit. Klar, haben wir ja heute schon reichlich gesehen. Und jetzt fällt noch ein Tor. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Tja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, und solche Bälle zeichnen einen guten Mittelfeldregisseur aus.
das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Foul. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Kann er die Möglichkeit nutzen. So, jetzt wird es gefährlich. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Guter Abwurf vom Keeper. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. So, sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden sie sich? Der Trainer wechselt aus. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Achtung, genau in den Lauf. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Und was für ein Sieg. Und der bedeutet gleichzeitig das Erreichen der nächsten Runde. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.